Hi miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich euch die Toniebox vorstellen. Ich möchte euch erzählen, was diese Toniebox genau ist, was die Vor- und Nachteile davon sind und für wer die Toniebox geeignet ist. Das ist so eine Toniebox, die kann man für 100 Franken kaufen. Dazu ist auch die Ladestation, also ich sage wirklich Station, weil man kann es einstecken auf den Tisch oder auf das Regal stellen und dann kann man die Toniebox draufstellen. Und dann ist auch noch dabei bei diesen 100 Franken ein Kreativtoni, den man selber bespielen kann. Ja, wie funktioniert das Ganze? Es ist eigentlich einfach zu bedienen. Man packt den aus, man muss am Anfang mit dem Internet verbunden haben, sodass, wenn man die Tonis draufstellt, die auch abgeladen werden können. Genau, es hat auch Kopfhöreranschluss, also die Kinder können die Toniebox auch mit Kopfhörer benutzen. Ja, also eigentlich ganz einfach zu bedienen. Ich finde eben die Ladestation auch super, weil eben, die kannst du so anstellen und dann ist es auch für die Kinder möglich, um die Toniebox draufzustellen, um sie aufzuladen und sie müssen nicht irgendeinen so einen kleinen Stecker in irgendein kleines Loch probieren reinzudrücken und im besten Fall auch noch kaputt machen. Darum finde ich das wirklich geeignet auch für die Selbstständigkeit der Kleinkinder. Positiv eben die Ladestation. Auch finde ich es cool, dass die Kinder selbstständig können, ihre Lieblingsgeschichten und ihre Lieblingsmusik auswählen. Und zwar nicht einfach irgendwie auswählen, sondern sie wissen bewusst, hey, der Eisbär, das ist doch die Geschichte, die ich immer lese vom Eisbär. Und sie sehen das Figürchen, es ist der Eisbär und sie wissen, dass da nicht irgendwie Bambi-Geschichte kommt. Also die Verbindung, die visuelle Verknüpfung können die Kinder schon früh machen und das finde ich eine mega coole Methode. Wirklich. Ja, die Akkulaufzeit finde ich auch angemessen, etwa 5-6 Stunden. Genau, ich finde es auch super, dass sie so gut gepolstert ist. Eben, es passiert nichts, wenn man sie irgendwie anhaut oder irgendwie auf den Boden wirft oder so. Es geht wirklich nicht kaputt. Sie ist auch super geeignet zum Mitnehmen in dem Fall. Es gibt auch so ein Etui für die vielen Figuren. Kann man sich dazu kaufen. Da haben einige Figuren Platz. Das Risiko, dass man halt die Figuren unterwegs verliert, ist schon grösser, wie wenn man einfach eine Box hat, wo man Kopfhörer einstecken kann und die Geschichten automatisch kommen. Das ist wirklich so. Aber ja, es gibt immer irgendwie ein Risiko, um etwas zu verlieren, vor allem wenn es Sachen sind von den Kleinkindern. Es ist auch noch ein Vor- und Nachteil, dass das Magnet nicht so stark ist. Der Vorteil ist, dass wirklich die Kinder auch selber Figuren draufstellen können und auch wieder wegnehmen. Der Nachteil ist, wenn es eben mal im Auto rüttelt oder das Kind die Box selber umkehren, dann kann die Figürchen halt gerade runter. Genau. Ja. Figuren sind sehr teuer, finde ich jetzt, 15 bis 19 Franken. Also es ist halt gleich teuer wie irgendwie eine CD oder so süß war. Aber wenn man halt jedes Geschichtli oder jede CD muss kaufen, dann summiert sich das halt schon. Und ja, darum finde ich es schon eher teuer. Genau, die Kreativtonis kosten um die 16 Franken. Ja, Geschichten und Musik, die halt auch schon vorhanden waren auf CDs oder Kassetten, die müssen dann auch alle neu gekauft werden, weil da kannst du keine CD und keine Kassette reinschieben. Und dann musst du zum Beispiel Bambi halt dann nochmal neu kaufen für zwischen 15 und 19 Franken. Und darum ist es halt auch so, dass
eher teuer ist. Du kannst schon dann auch einen Kreativtoni kaufen für irgendwie 16 Franken und dann deine Kassette drauf spielen lassen. Aber du musst dann halt auch nochmal 16 Franken ausgeben. Und das Problem, das ich dann eher auch sehe, ist halt, dass das Kind nachher nicht mehr wissen, wer denn auf dem Kreativtoni ist, weil sie können es ja nicht, also sie sehen es nicht. Es sieht dann ja nicht aus wie ein Bambi. Es ist dann ein Kreativtoni, wo irgendwie ein lustiges Figürchen ist. Und dann können sie wieder die visuelle Verknüpfung nicht machen. Was jetzt auch seit etwa 2 Jahren gibt, dass man irgendwie einen Aufpreis zahlen von 6 Franken ungefähr. Und dann kann man zum Beispiel bei den Power Tools eine neue Folge dazu kaufen. Ja, dann kann man einfach als Eltern auf der App dann einstellen, welche Power Tools Folge das jetzt gerade auf der Figur ist, beziehungsweise welche Folge das kommt, wenn man die Figur draufstellt. Genau, ja. Es geeignet ist, also es ist beschrieben, dass die Box geeignet ist ab 3-jährig. Ich muss aber ehrlich sagen, der Joshua ist 1,5 und er benutzt die schon ganz fließig. Er weiß auch, wie es funktioniert. Es ist ganz einfach, weil er hat auch schnell herausgefunden, wie man jetzt das nächste Lied tut. Und dann muss man einfach auf diese Seite drücken oder zurück auf die andere Seite. Und das hat er auch schnell herausgefunden. Ich verstehe es aber auch, dass er erst ab 3-jährig ist, weil eben die Konzentrationsfähigkeit von Kindern unter 3-jährig ist einfach noch sehr tief. Man sagt das Alter mal 2 plus 2 Minuten. Das ist auch bei einem 3-Jährigen erst 8 Minuten. Am Stück, wenn es dann irgendetwas wechselt, dann kommt das wieder von neu. Aber eben durch die Konzentrationsfähigkeit ist es wirklich eigentlich erst ab 3-jährig. Kann es intensiv und richtig verwendet werden. Aber man kann es auch schon vorher, also vor 3-jährig, gut brauchen. So eben ein bisschen zum Üben oder eben auch einfach zum Musik hören während dem Spiel oder eine Geschichte laufen lassen während dem Spielen. Und so können sie es auch ein bisschen schon üben, wie es funktioniert. Und je nachdem haben sie dann ein Interesse dazu. Es gibt Kinder, die finden es spannend und andere interessiert es noch nicht vor 3-jährig. Genau. Ja, das ist individuell. Wie alles. Genau, ja. Also, dann habe ich eigentlich alles gesagt, was ich jetzt hier zu der Tonibox euch erzählen will. Ich mache auch noch ein Video zu der Tigerbox und dann auch ein Vergleichsvideo. Das könnt ihr dann hier auch gerne nachschauen. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder Inputs zu dieser Tonibox habt, dann dürft ihr mir das auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Tschüss miteinander!